Folge 20 vom Podcast von der schönsten Kurden aus der Schweiz mit ein bisschen Verspätung. Wieso? Serhat, wieso haben wir Verspätung? Wieso ist jetzt Montagabend erst, als ihr die Folge hört? Bro, ich wollte jetzt Story tun und du hast gesagt, mach nicht. Ich weiß nicht, sag du. Ich weiß nicht, was ich offiziell darf sagen und was nicht. Wir leiden beide an eine Krankheit von Famous Column. Hey, ich bin krank seit dem Open Air. Seit der Open Air Season. Wahrscheinlich die ganze Schweiz. Die ganze Schweiz hat es genommen. Es ist kein Covid. Ich habe einfach ein Virus. Es geht mir um einiges besser. Danke vielmals fürs Fragen. Und darum sind wir mit ein bisschen Verspätung dabei. Aber trotzdem für euch kommt jetzt da das Intro. Brüder, endlich haben wir einen Podcast. Aber wehe, du nimmst nicht sehr, hat sein Lachen irgendwo im Intro mit. Also meine Kolleginnen sagen mir immer wieder, ich soll mal in den Podcast einhören und ich muss ehrlich sagen, ich verstehe den Hype nicht. Ja, der Melodie. Arkadaşım, neredeyse siz yapma, kamera var. Beyefendi nereden geldiğinden hiçbir haberim yok. Söylüyorum abi, çarşıyla geldi buraya. Yok ben küfür etmiyorum, bu küfür ediyor. Ne istiyorsun sen? Guzer istiyor. Das ist kurz und bündig Das ist kurz und bündig morgen. Folge 20, nochmal. Bro, Folge 20, du hast letztes Mal schon gesagt, wie viele Wochen, wie viele Monate sind das? Jetzt sind das 5 Monate, Bro. 5 Monate sind wir im Game. Ende Februar, März, haben wir die erst rausgehauen. Ich glaube März haben wir die erste März rausgehauen. wahrscheinlich, ja. Keine Ahnung, März Bro. muss sein. Seit 5 Monaten sind wir rum. 800 fucking Bewertungen auf Spotify haben wir heute geknackt. Ey, Bro, scheiß mal auf das. Ja, Ey, wo ich letztes Mal ja, die Nachrichten gelesen habe, ja. wo wir eine Story gemacht haben wegen der Swiss Comedy Awards. Ja, oh Bro. Ja. Ey, ich schwöre bei Gott, Es ist schön, so etwas zu lesen, Mann. brutal. Mich hat es genommen. Ja, Bro, ist wirklich schön. Ich habe null erwartet, Bro. Vor 5 Monaten habe ich mit dir das angefangen, so Ja. Larifari-mäßig. Eigentlich jetzt immer noch Larifari-mäßig, scheißegal. Aber, weißt Es du, ist so, schön, Mann. All es die ist Nachrichten hure- lesen. es ist hure schön, wenn du das, was du machst, wenn du Leute sagen, hey, das hilft mir, ich finde das mega schön, Voll. bleibt dran, weißt du. Also es ist Voll. nicht mal so ein, egal was ich schreibe, das ist immer viel zu schön, weißt du. Ja. Aber Leute nehmen sich wirklich so Zeit, so, ich bin detailliert, so, weißt du, und dann liest ich den ganzen Text und du fragst dich brutal, weißt du, Bro, Mega ich sag dir ganz fest. ehrlich, jahrelang in der IT, Mhm. und ich frage mich immer, was für einen Mehrwert habe ich. Ja. Bro, es ist wirklich schön, man. Ich verstehe voll und ganz, was du meinst. Wir kommen Nachrichten über von Leuten aus allen Stufen vom Leben, aus allen ethnischen Ja, Mann. Orten, Bro. Und es ist mega schön, wirklich so von euch lesen, dass eure Montagmorgen schöner gemacht wird durch uns, Ich schwöre. dass eure Nachrichten, dass unser Podcast euch so gut tut. Und vor allem, es ist mega schön, gesehen andere Diaspora-Leute, andere Migranten-Leute, die sagen, ey, danke, endlich gibt es jemanden wie euch. Und ich sage es nochmal, ich habe es schon mal gesagt, wir machen das Shit wirklich ganz einfach, wir machen das Shit für Fame und Für Fame und Stimmt, Umsehen, oder? Bro, für den blauen Haken auf für Instagram. den blauen nur für Haken das. auf Internet, scheiße drauf, nein. Wir machen das Shit wirklich für euch, Mann, und es tut Ja, so Mann. gut, hey, das zurückbekommen von euch, Mann. Die Bro, das Liebe. ist für mich so ein. Bro, wo ich das gelesen habe, so die Nachrichten, weißt du, ey, glaubst du mir? Es hat einfach so einen Motivationspush gegeben für das, was wir machen, Ja. aber auch für mein Leben generell. Ja, Verstehst du? Fix. Also, genauso wie ihr sagt, dass das euch gut tut, ich schwöre, wie gut, genauso tut es uns auch gut. Ich Also, schwöre. für mich kann ich 100% bestätigen. Mega fest. Mein Tag macht es automatisch schöner, Mega mir fest. geht es viel besser, ich schwöre, Ey. wie Gott. Und ich schwöre jetzt, wenn wir gerade so ein bisschen über das reden, wir wollen schnell über die Open Air Season reden. Ja, Mann. Übrigens, danke vielmals Open Air Gampel. Ja. Nein, es war nicht Gampel, es war Shit. Nein, ist Gurte gewesen. Es war gut. gewesen. Gurte gewesen. Das kann man nicht schneiden, Das aber kann Bro, man- look, das kann ich nicht mehr böse nehmen. Das ist, es laufen so viele Festivals und Open Air. Kann mal passieren. Es ist Gewi Gurke. Genau. Haben wir den Knopf? Mittwoch so einen Knopf? Haben wir den Gewi Gurke Knopf? Nächste Woche. Okay, Okay, hoffentlich. also. Ja. Inshallah. Also, Danke euch fürs Einladen. Wir wären eingeladen gewesen, am Gurten, um ein bisschen vorbeigehen. Wir haben leider nicht können gehen, weil wir beide krank waren. ja, also am Arsch wirklich so. Es ist nicht so. Wir haben wirklich Einladung bekommen, wir haben auch wirklich auch Dings bekommen, auch von ihnen all das organisiert bekommen. Voll. Und Aber, wir wären wirklich gerne dabei gewesen.
Wir haben sogar am Abend vorhin gesagt, ey, sind wir sicher, mögen wir, ey, wenn es so wie heute ist, dann mögen wir schon, aber am Tag drauf, ist Mittwoch, glaube ich, gewesen, Voll. ist noch ganz so, noch einmal fett. Das waren die 2 Wochen auf jeden Fall. Ja, Bro. Und wir sind aber am Open Frauenfeld gewesen. Yes. Dort sind wir nicht eingeladen worden. Also, ich muss sagen schnell, nächstes Jahr, wir haben ein paar Sachen vor, nächstes Jahr dort. Das Jahr habe ich einfach so meine Persona, meine Fotografie-Persona können nutzen, zum reinkommen. Der Zero hat sich anders einen Weg rein erschlichen. Ja, Mann. Ich Ich habe meinen Arsch gegeben. Und wir haben 2 Tickets bekommen für den Arsch, wie der Arsch bei Pappen. Nein. Nein, ist gut. Sorry. Wir sind reingekommen und ich muss euch sagen, ich hätte nicht gedacht, dass wir jemand an einem Punkt sind, aber Leute wollten Fotos machen mit uns, Bro. Schon, Ja, Mann. Wirklich. Und wir sind einzeln unterwegs gewesen. Ich habe die ganze Zeit gehört so, ey, wo ist der andere? Ich habe auch gehört, ich so, bei mir einer so, wo ist der Jonas? Ich so, look at the stage. Look what that is. Nein, es war wirklich lustig gewesen. Open Air, vor allem, eben, ich bin einfach auf Stage gegangen mit Sektion Zürich, ich bin auf Stage gegangen mit Zen. So, das sind die Jungs, die ich auch kenne, und darum ist es okay gewesen, ich habe ein bisschen gefüttert und so. Und dann irgendwie, Bro, habe ich es auch noch geschafft, Backstage zu gehen. Ja. Und ich sage dir etwas, man, Backstage am Frauenfeld ist noch mal etwas anderes, Bruder. Nächstes Jahr sind wir dort. Nächstes Jahr Nächstes Jahr sind wir Backstage. Und wir erzählen euch davon detailliert. Ich schwöre bei Gott. Genau. Und allgemein, es hat, glaube ich, ein paar Fragen über das Open Air gehabt, oder? ja, Wo ich gestellt habe, bevor du das, also such die mal raus, aber in dieser Zeit erzähle ich die Geschichte. Und zwar, das ist jetzt die Geschichte von meinem krassesten Backstage-Erlebnis von meinem Leben. Bum, 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 bum. Danke. Das ist Effekt. Animation für Post-Production. Ich bin im Backstage gewesen. Es ist Samstagabend. Ich habe schon lange heimgehen, ich sage dir ehrlich. Ich habe keine Lust mehr, ich bin müde gewesen, ich bin Ja. gewesen. Und ich so, weißt du was, ich warte, bis der Hafti rauskommt. Ja, normal. Und der Hafti, ich weiss noch, wo er rausgekommen ist, hat Loco gesagt, er so, Bruder, das ist der 50 Cent von Deutschland. Mindestens. Wieso? Weil der Bruder hat so eine krasse Präsenz, Bruder. Ey, Bro, mittlerweile ist so, sein Wort hat einfach Gewicht, Bro, extrem Gewicht. Er hat so eine krasse Präsenz. Und er ist rausgekommen, er ist so mit 15 Kanaken rausgekommen. Und weißt du, was ich gemacht habe, Bro? Was? Bro, er läuft vorne, hinter ihm 15 Kanaken, neben ihm der Deutsche. Ja, sein Manager oder so. Sein Bodyguard, irgendetwas, so ein ja. richtiger Haiwan, Bruder. Überall Tattoos, so breit, er ist der einzige Deutsche dort. Alles kenne ich, Bruder. Ich habe einfach meine Kamera genommen, ich bin einfach den 15 hinterhergelaufen, als wäre ich Teil von der Entourage, Bruder. Weil, wie wollen Sie wissen, dass nicht dazugehört? Weil der Bruder sieht ja aus wie ein Kerl. Wegen Mediapass. Ich bin einfach dann hinterhergelaufen, als wäre ich Teil von denen. Und es hat keinen gejuckt, Bro. Ich bin nachher im Backstage, wir sind sogar an A$AP Rocky vorbeigelaufen, während er seine Live-Show hat dort. Das ist auch etwas, wo ich, ja. Das können wir nachher mal eingehen. Ich laufe ihm hinterher, Bruder. Irgendwann gehe ich zum Haft. Ich habe meinen ganzen Mut zusammengesammelt, weil das ganze Wochenende, das ganze Open Air, habe ich übertrieben krass da. Das würde jetzt Pelin sagen, so, komm oben runter, weil ich habe mich einfach überall reingeschlichen, Bruder. J. Cole bin ich gefüttern, A$AP Ferg bin ich gefüttern und. Ich habe die Nase dort oben gehabt, ich sag dir ehrlich. Mag's, Bro. Und dann laufe ich an, so zu ihm, zum Hafti. Er war am Duschen dort, Bruder. Er hat so eine Duschkabine gehabt. Warte. Also, schon nicht während er am Duschen ist, oder? Nein, Bro, er ist. Okay, unter er der hat duscht so. Ich so, darf ich schnell nachkommen? Bruder, die Geschichte ist so gut gewesen, bis Nein, es tut mir leid. Ja, Bro, wieso fragst du denn? Ja, warum du sagst duschen, warum du sagst, ja, er ist am Duschen gewesen. Okay. Duschen sind 5 Leute gestanden, die seinen Rücken hatten. Tamam? Falls jemand in der Dusche seinen Arsch geil Falls jemand findet, ich gehe Ich kann einfach duschen mit ihm. Okay. Bruno macht auf die Tür auf. Er so, Janamia, hat jemand ein Tuch für mich? Shampoo? Und er schaut mich an, weißt du? Und Bruder, ich habe gedacht, bis jetzt hast du krass, du musst weiter tun. Normal. Dann schaue ich irgendeinen an, der so ein bisschen aussieht wie ein Handlanger. Ich so, hey, besorg mal ein Tüchli, Mann. Er so, okay. Ja, Meister. Ist er losgerannt, hat ein Tüchli geholt, hat mir gebracht. Ich habe ein Tüchli um Hafti gehen, er nimmt, er macht so. Wer bist du überhaupt? Du so, wer bist du lang? Ich so, das ist mein Laden hier. Nein, ich habe gesagt, ich so, nee, mach das Ding. Er hat duscht, er ist rausgegangen, er hat sich angekleidet. Er schaut seine Haare, nachher sagt er mir so, danke nochmal. Hast du da auf die Nacht gesehen? Nein, Bro, leider Okay. nicht. Okay.
nachher ist er weitergelaufen, Bro. Und dann sage ich ihm so, Aikudabi. Ja. Okay, Wikipedia schauen, Normal. wie ist der Name genau? Er dreht sich um. Ich so zu ihm, mein Name ist Yoldash, ich bin Zaza aus Dersim. Ich gebe ihm Hand. So, Bruder, ich schwöre bei Gott, 15 Kranken schauen mich an und so, was ist das für eine? Mit dem gewusst, das ist ein komischer, der lacht mit uns mit, wer ist das? Bro, es ist ein bisschen angespannte Stimmung, aber ich habe so einen, wie sagen wir, Confidence gehabt, Bruder, ich habe die Hand angesteckt, er schaut mich an, er sagt so, ja und? Bro, was hast du erwartet? Dass er sagt, Bro, oh mein das sind Gott, mach Foto mit ihm, mach Foto mit ihm. Nein, Bro, aber wir sind ja vom gleichen Dorf, Bruder, man. Unsere Eltern kennen sich vielleicht, man. Hey, gut, ja, wieso machst du so? Auf jeden Fall, er hat nicht so reagiert, wie ich gedacht habe, aber ich habe trotzdem gesagt, Darf ich fragen, was du erwartet hast? Ich habe erwartet, dass er mir Hand gibt, Bruder. Ich sagte, Hat er nochmal Hand er gegeben? hat mir nicht Hand gegeben. Er so, ja und jetzt? Ja, du kannst schon lachen, Bruder, Mann. Nein, aber Nein, ist schon lustig eigentlich. Aber ich gebe keine Hand. ich ge- Aber ist okay, Bro, weil du bist gerade aus der Dusche gekommen und irgend so ein Missgeburt kommt auf dich zu und sagt so, ich bin Yoldash. Direkt. Schon klar, hat er nicht, aber ich habe ihm gesagt, ich bin einer der besten Regisseure in der Schweiz, ich habe ihm so gesagt. Direkt, ich hätte auch. Ich schwöre bei Gott, ich habe ihm so gesagt. Yeah. Ohne Lügen, Bruder. Fix. Ich habe ihm so gesagt. Und dann, Druck. Stimmt oder stimmt Danke. nicht? Und dann habe ich ihm gesagt, merkt er mein Gesicht und merkt er meinen Namen. In den nächsten 3 Jahren, ich mache dieses Musikvideo. So habe ich ihm gesagt. Hast du wirklich so gesagt? Ich schwöre bei Gott, ich habe ihm so gesagt. Was hat er gesagt? Er hat mich Und angeschaut. jetzt? Er so, wer bist du lang? Nein, er hat mich angeschaut und er so, ah ja? Also dann nimm deine Kamera und film meinen Auftritt. Und ich so, Bro, ich habe nur Fotokamera dabei. Und er so, ja gut, dann mach halt ein paar Fotos. Und dann bin ich auf die Stage gelaufen, Bruder, mit dem Hafti. Leute haben, Bro, ich weiß noch ein paar so, wie bist du auf die Stage gekommen, weißt du? Ja. Ich bin auf die Stage gegangen, Bruder, mit meiner Kamera, tap, Fotos am machen von ihm. Bruder, wirklich geil, Bro, auf dieser Stage, ich sag dir ganz ehrlich. Normal, auf dieser Bro. Stage so. Bro, und der Typ hat ja Energie, Bruder. Auf jeden Fall bin ich nachher, habe ich ihm die Fotos geschickt. Also im Manager. Ja. Ich so, hey Bruder, da sind die Fotos. Ich bin der von der Kurt, der Zaza. Das saß aus Dersim, Regisseur. Kennt er mich noch? Er so, oh Janum, mega korrekter Typ. Hussein habe richtig korrekter Typ. Er so, ja Bruder, ich so, look Bro, bitte, ich sag dir ehrlich, ich hoffe, sie gefallen dir. Wenn sie gefallen, bitte markier. Ja. Es geht um Anstand und Arbeit und so. Ja, fix. 2, 3 Stunden später. Was ist passiert? Was ist passiert, Bruder? Was ist passiert, Bruder? Instagram shut down. Meldung kommt. Es steht, Haftbefehl hat dich in einem Beitrag markiert. Der Yoldash in dem Moment, ich bin nicht bei uns daheim gewesen, aber ich habe von meinem Cousin mitbekommen, pass out. Nein, Bro, ich bin schon, ich habe so gedacht, weißt du was, verdient, habe ich mir gedacht. Ich schwöre bei Gott. Hack. Bro, mein Handy, pam. 30, 40 Nachrichten, jeder hat mich in der Story erwähnt, auf einmal alle Supporters in Day One, weißt du? Du so, Aram zurückgeschrieben, du so, danke Bro, haha. Ich so, ja, weißt du, so verdient, Bro. Korrekt, haha. Nein, Bro, Leute am Markieren, Bro, nach 15 Minuten einfach den Post wieder weglassen. Aber weißt du, wieso hat er etwas gesagt? Nicht. Bruder, ich sehe 2 Möglichkeiten. Nein. Die erste Möglichkeit ist, wahrscheinlich hat Management das den Post aufgeladen und mich markiert. Und der Hafti hat dann im Nachhinein gesagt, ey, weißt du was, nimm ihn doch raus. Oder sie haben ihn aufgeladen und irgendein anderer Pitch von Social Media gesagt, ey, mach doch nicht. Oder, die hat mir gesagt, es ist echt zu wenig Likes bekommen, Bruder. So sind die Leute am Mix. Ja. Oder, vielleicht hat er sich daran erinnert, die Szene mit, wie du dir vorgestellt hast. Der Vielleicht. so, ey, ich weiß nicht, ob ich unbedingt mit. Nein, aber er ist dann nachher sein Rücken ist dann nachher zu mir gekommen und die so, ey, hör mal zu jetzt. Er weiß Warum? jetzt, also er weiß jetzt, wer du bist. Schick deine Sachen, beruhig dich, geh nach hinten. Und du so, deine Hand runter. Nimm's auf. So, weißt du, wer ich bin, Junge? Ohne mich, ich mach's Negroni, ne? Catch kurz unbedingt die mit Rücken. Nein, ich habe ihm gesagt, Bro, aber ich sag dir etwas, ich wollte euch das auf den Weg mitgeben. Act like you belong. Ganz einfach. Tun so, als würdest du das angehören. Und sie haben mir ein paar Mal gesagt, die haben mir ein paar Blicke gegeben und gesagt, komm mal weg und so, weißt du, was machst du da? Bruder, ich bin geblieben. Ich habe meine Fresse gegeben, die haben gesagt, ehrlich, Bro, die sind am Witzli machen gewesen. Untereinander, die haben es lustig gehabt und so. Ich bin einfach im Ecke mit meiner Kamera, ich habe meine Fresse gegeben. Am Morgen bist du heimgegangen, liebes Tagebuch, heute war ich... Hast du so eine Seite genommen, wo schmeckt, weißt du?
Wegen speziellen Tag. Er hat sicher Bruder, noch die Seite Bro, du, sag hast, dir ehrlich- du weißt, du kennst mich, Bro. Ich bin nicht einer, der... Es ist nur Nerven, Bro. Es ist nur Stress. Bruder, alles gut, aber ich sag dir ehrlich, Bro, es ist ein fucking gutes Jahr für mich, Bro. Bro, ich freue mich maximal. Es ist ein gutes Jahr für mich. Und es bedeutet nicht viel, dass ein Hafti das Bild postet hat und wieder rausgenommen hat. Es geht nicht um das. Es geht darum, Confidence is key, Bruder. Ich bin angegangen, ich habe gesagt, ich mache die Fotos und ich habe sie gemacht, Bruder. Und ich habe Fotos gemacht von Cole, von ASAP, von was weiß ich für Leute. Aber ich hätte nicht mal dürfen, Bruder. Um das Ja, geht's. ja. Bro, und wie ein guter Kollege von uns, ich würde sagen, hast du sonst das Foto mit Haftbefehl, das er auf Instagram hochgeladen hat und dich markiert hat? Hast du? Und nach 15 Minuten wieder gelöscht hat? Hast du? Schau, er hat gelöscht, aber ich bin 15 Minuten länger drauf gewesen als andere. du. Bro, die 15 Minuten lang nicht, dass Josh Negroni deutschlandweit auch bekannt wurde. Jetzt ist. Ja, Bro, und ich sage euch jetzt, ich mache es, muss ich für die Haft, ihr werdet sehen. Ihr werdet sehen. Ja, Folge genau. 20, Announcement. Announcements. Hast du noch Fragen vom Opener? Ja, ey, die meisten fragen eigentlich immer die gleiche Frage, und zwar, was schon ein Lieblingsakt gewesen? Was war die Musik? Ey Bro, bei dem, wo für mich die Zeit am schnellsten vorbeigegangen ist J. Cole gewesen. Aber, also weißt du, an und für sich ist das nicht etwas Krasses, er hat nichts Spezielles gemacht, wo er einmalig gemacht hat oder so. Aber wenn ich einfach ihm zuhöre, was er so einmal so rappt und auch was er so sagt, du hörst ihm gern zu, weißt du, für mich geht eben die Stunde mega schnell vorbei. Und sonst, Also ich bin ja ein die-hard J. Cole Fan, ja. wirklich. Ja. Ich liebe seinen Sound, Bro. Ich habe ihn, ich glaube, jetzt schon zum 4. Mal live gesehen in der Schweiz. Er ist, glaube ich, 4 Mal auch in der Schweiz gewesen. Und er macht wirklich brutal krassen Sound, Bro. Also Ja. ich liebe seine Musik, Bro. Auch, also Text und alles wirklich, es wurde schön, weißt du, zum Hören. Bro, Love Yours, Alter. Oh mein Gott, dort ich bin gestorben. Wie so ein Mädchen, also wie so eine Frau, weißt du, so übertrieben Fan, ich so. Bro, und ich sag dir, ich habe einen guten Moment gehabt, Bro. Ich bin dort mit dem Loco irgendwie, ich bin am Laufen, ich habe den Loco noch geredet und der Loco ist glaube ich auch ein die-hard J. Cole Fan, Bro. Und wir haben es kaputt gefühlt. Also wirklich so beide, wir sind voll abgegangen. Und ich bin eigentlich an Konzert, Bro. Ich habe keine Lust mehr auf Moshpits und so, weißt du? Bist schon mal drin gewesen, Bro? Ja, mit der Schon, 20. Ja, ja, 20 oder? ist gottlos sind wir drin gewesen. Bro, der an dem Tisch ist Watch the Throne Konzert gewesen. Bro, ich sag dir, ich bin gar nicht der Moshpit-Typ. Wirklich nicht? Gar nicht. Bruder, Watch the Throne, wo 6 Mal Personen in Paris gelaufen ist. von JC und Kanye West. Es hat einen Moment gebraucht, bis ich checken kann, 6 Mal Personen in Paris. Wo das gelaufen ist, Bruder. Leute am Rumstoßen und so kaputt, aber mein Knie macht das nicht mehr mit. Mein Rücken macht das nicht mehr mit. Nicht. Ja, J. Cole. Also für dich ist auch J. Cole gewesen? Ja, also J. Cole, brutal krass. Aber ich hatte so einen Surprise-Event, Surprise-Konzert gehabt, wo mich. Bro, Big Baba Zen, Bro, hat. Er hat schon. Also, du hast Haft gemeint, gut, Haft war auch brutal gewesen. Nein, aber ein bisschen kurz. Zen. Bro, der Zen. Bro, das ist, ich bin ja dahin, oh mein Gott. Also was ich dort gesehen habe, Bilder, wie Holm. groß die Menge war. Schweizer Rap, la? Schweizer Rap. Schweizer Rap. Also Wer wirklich, sucht in die Schweiz? Also sag mal einen Namen. Bro, der Zen und der EAZ, Die haben auseinandergenommen. sie haben abgeliefert, Bruder, und Motive, Bruder. Platz 1, Bro. Shoutout Dardi, Shoutout Lee, Bruder, der geilste Produzent. EAZ, Zen, ihr habt auseinander. Er sagt, Bro, ich bin dort hinten gewesen und es ist, also weißt, ich habe eigentlich an dem Tag nicht so viel Zeit gehabt, aber ich so, die Zeit nehme ich mir. Die 1 Stunde will ich mir geben. Stimmt, Bro, du bist von daheim, Mit dem Auto gekommen, Frauenfeld, zum... ja, Frau zum das mir geben, ich wollte das unbedingt sehen. Dann mit dem Auto direkt wieder mich heim umziehen, an den Geburtstag eingeladen gewesen. An den Geburtstag verspätet angekommen, an dieser Stelle tut mir leid, aber ich musste unbedingt, ich kann es mir wieder geben. An den Geburtstag gewesen und wieder zurück, weil ich will ASAP noch sehen. Und dann ja. Bro, ich habe das wieder gegeben. Hättest du lieber sollen länger am Geburtstag bleiben als ASAP. Ja, Bro, also das... Aber bevor wir genau über das reden, Bro, Zen und EAZ, das Konzert, Bruderherz, der Zen hat zersägt, Bro. Ey, immer noch kurz. Wir müssen Fakten sprechen, Bro. Nur Facts. Schweizer Rap, Bro. Schweizer Rap. Also er Wo ist Schweizer Rap vor 5 Jahren gewesen und wo ist jetzt Schweizer Rap? Die gehen an Open Air und Tausende von Leuten von 300 Meter, Bro, die ganze Crowd und alle haben mitgemacht. Das war nicht so gewesen. Weißt du, einmal ist so ein Konzert, du bist da dort und die ersten 50 Reihen machen so mit und die andere ist so vereinzelt, Hand oben. Bro, jeder
Bro, es ist Jeder unglaublich gewesen. Es ist jeder abgegangen. Und ihre Hack Bruder, wirklich, und ich meine- wirklich mehr als verdient. Bro, die haben es wirklich verdient. Und so die Area ist etwa so gross gewesen. Ja. Aber die sind bis hinein voll Das ist gewesen. extrem. Ey, Olum, bis zu der Foodstand, überleg, bis zu der Foodstand. Also Leute, die wollen vom Eingang zu der Foodstand gehen, haben müssen rechts durchgehen, wie links durch. Und du kommst nicht durch. Du kommst nicht durch. Fertig. Das Und ich ist- meine, Sektion Zürich hat am Mittwoch Konzert gehabt. Ja, die haben weiter. Vielleicht ein Drittel von den Leuten Ja. sind am Frauenfeld überhaupt gewesen. Generell, Aber auch ja. dort, die haben auseinandergenommen. Mann. Auch das ist brutal gewesen, Bro. Ja, man. Auch das ist brutal gewesen. Aber das ist geil zu sehen, dass der Schweizer Sound so Ja, supported ja. wird. Aber eben, Bro, es ist ein Schweizer Festival. Ja. Und sie spielt am Nachmittag am 1, weißt du? Und das Schlimme war, Bruder, Sektion Zürich hat zeitgleich mit Stereolux gespielt. Also, Bruder, Stereolux ist auch ein Schweizer Act, weißt du? Hör doch auf, da die zwei Leute gegeneinander, weißt du, aufdingeln. Ja. Definitiv, Bro. Also, weißt du, so, es ist das grösste europäische Hip-Hop-Festival. Holt Schweizer Acts, holt mehr Schweizer Acts, pushen die, weil ihr habt selber gesehen, und die haben auseinandergenommen, die haben Also. Tausende von Leuten im Bahn gezogen. Also, was müssen, ganz Das ist ehrlich, ein Bro, fucking ganz ehrlich, Statement. was müssen die Leute noch mehr machen, um Das ist, mehr Anerkennung zu bekommen? das ist ein fucking Statement. Jenste Platte, Bro. Gold x-mal gegangen, Bro. Nummer 1 Single von kurzem droppt schon Nummer 1. Auf einem Frauenfeld gekommen, auseinandergenommen. Sag mir noch etwas, was die machen müssen, damit du kannst sagen, ich brauche noch mehr Anerkennung. Ich verdiene so mehr Hack bekommen, Bro. Bruder. Was willst du schon machen, Bro? Bruder, ja, es ist wirklich gottlos krank gewesen. Ganz geil, das Konzert hat mich wirklich, Bro, ich bin auf dieser Stage gewesen, ich sag dir ehrlich, ich Ja. habe ja gefüttert, auf dieser Stage gewesen. Und ich habe so 2-3 Mal so gedacht, so, what the fuck, Bro. Also wirklich, what the fuck, Bro, wie die Leute am Abgehen sind. Ja, Mann. Ja, Mann. Wie die Leute durchgedreht sind. Aber ich muss jetzt auch noch einen Shoutout machen, weil ich bin am Konzert gsi von, ich bin auf der Stage gsi Ja. bei Sektion Zürich. Und die Leute sind auch durchgedreht, die schreien, hey, Loco, Drini, Ja, Jordan. Und dann irgendeiner ist so dort in der Stage am Schreien, er so, ah! Und nachher geht so der Drini an, weil der Drini geht so an und sagt ihm so, hey Bruder, weißt du, so, danke. Dann sagt der Typ, nicht du, er. Und dann sagt er auf mich, der Drini dreht sich um, er so, Bruder, du bist ein Fan. Ich schaue einfach einen, Corso Medic! Santos, du geiles Sieg, Oh Bro. Mann, der ist Wir lieben gleich, dich. Santos, Du bist ein richtig geiler Sieg, Bruder. Bro. Einer der grössten Supporter, die wir haben. größte. Bro, ich weiß nicht, wo anfangen. Er ist schwör. einfach, Bro, ich weiß nicht, wie beschreiben, aber er ist einfach ein geiles. Ich küsse dein Herz, Bro. Santos. Ich küsse dein Herz. Wir lieben dich, Bro. Ja, Mann. Was wir jetzt- schon? Nein. Aber, Wenn du rum bist, sind wir rum. okay. Dann, Oh, Zürich Scheiß. Nein. okay. Mach's nicht unangenehm, Bro. Kannst du nicht chillen. Kusura bakma ama Danke. sende biraz gerizekalılık var mı? Ja, Mann. Sorry, Bro. Ja, Mann. Santos, Ja. herzensguter Mensch. Aber auf jeden Fall, ey, können wir schnell Ja. darüber reden, dass das auf einer Frau fällt. Ja. Am meisten Broke einfach, ich sage jetzt einfach mal 1 Million Franken, was haben wir, 750k, Ja. gezahlt hat, damit er einfach 20-30 Minuten lang Was für ein Hurensohn. mit den Leuten redet. Was für ein Schon? Hurensohn. Was ist das, ein Podcast? Damals? Bro, der Typ hat, er so, und bevor das nächste steht laufen lassen, open the fuck up. So, mach halt Moshpit parat. Tamam oben, die machen Moshpit, er einfach so am schauen. Bro, er hat, glaube Open the fuck up. Bro, es hat mich noch gereut, dass ich nicht Bingo schaue. nein, besser nicht. Nein, Er hat du über hast White nicht for the verpasst. Night, das mit Skrillex. Ja. Weißt du das? Ja, ja. Also, wie so Star Wars Es gefeiert geht- es ist hat. wirklich so. Wie geht das? White for the Night? White for the Night. White. Arabische Version oder was? White for the Night. Das ist, glaube ich, gelaufen. Und er hat, glaube ich, ohne Scheiß 7 Minuten lang, er hat das Lied ablaufen lassen. Und das ist wieder abgebrochen. Er so, no. Ja, ja. Hype, 7 Minuten lang. Energy, die ganze Zeit. Krass. Oder, ungelogen, also ich schwöre, ungelogen, das ist nicht übertrieben oder so. 20 Minuten hat er verbracht mit nicht reden oder einfach Leute in die Menge schauen. Und das ist etwas anderes. Der Typ hat einfach BHs gesammelt. Weißt du nicht wieso? Yes. Er hat einfach BHs gesammelt. Weißt du, Ah, das ist BH. Ja, okay. Er hat BHs gesammelt und hinten war Rihanna gewesen, Backstage, wo schwanger am Warten ist. Das stimmt auch. Sie kommt wie ich Konzert gewesen, also ist Lied, schau da, wie Lied, BHs ich gesammelt haben. Nein, man, Bro, vielleicht braucht sie für die neue Fenty-Kollektion Inspiration. Nein, ist sicher gut so zum Erzählen.
Nein, Bro, aber ich glaube wirklich, ASAP ist wirklich beschissen gewesen. Ja. Also, ich meine, ich weiß nicht, wie ich bin Backstage mit Hafti dort, ich habe es nicht gehört. Aber Die Leute sind busy gewesen mit wichtigeren Sachen, mit Handtuch bringen. mit Leuten dazu bringen, zum Handtuch bringen. Ja, auf jeden Fall. Das ist das gewesen. Und was mich auch noch unnormal aufgeregt hat, ich glaube, ich rede da jetzt für viele, die dort waren, es hat eine Mitarbeiterin beim Repul-Stand gehabt. Bro, du hast ein Repul bestellt, aber du hast ein Gespräch bekommen über deine Gefühle, Emotionen. Sie hat Hand gelesen, Bro, und sie hat Sternzeichen von dir gelesen. Bro, das ist unnormal. Du gehst nach einem Konzert, nach einem Auftritt, gehst du richtig Food stand und willst Repul dir gönnen, dass du wieder noch wach bleibst. Olum, vor mir hat es 3 Leute gehabt. Weißt du, wann bin ich dran gekommen? Wenn? Nach 20 Minuten. Hab fressen. Bro, Wie hast du Geduld gehabt? Bro, von diesen 3 Leuten, es ist eine Gruppe, mehr nicht. Es sind 3 Frauen gewesen. Die anderen kommen so, gerne ein Repul, sie so, ja, für dich auch. Und dann sagt die andere so, ja, weißt du, wir haben heute Geburtstag. Oh nein, Jesus, erzähl. Bro, Ich dort hin, Bro, ich gebe so einen Kommentar ab, dass sie noch Stress. Ich so, ja, schade bin ich da am Opener an Repul Stage, weißt du, ich verpasse sicher noch einen Act. So am Warten, die nimmt sich die ganze Zeit vom Leben. Sie wird auf Stundenlohn bezahlt, weißt du, ich meine nicht auf Anzahl. Ja, Bro, sie kann nicht Opener künstliche Länge ziehen, ist einfach irgendwann mal fertig. Hey, es gibt im Fall auch Leute, die dort gehen arbeiten, um dann eben auch können als Opener gehen. Ja, sie zahlen. Weil ich habe das auch gemacht. Ja, sie kaufen, also sie bekommen Tickets über und ich glaube 20 Stunden auf Stunde. Ja, und sind so behindert beim Bedienen und lassen sich noch Zeit. Du Aber musst ja. eine Dose aufmachen und so und dann erst. Ja, ich frage mich halt auch. Aber ja, egal, das ist eine andere Sache. Haben wir noch Fragen vom Open Air, bevor wir das Thema abschließen? Nein. Allgemein, bist du schon mal gut zelten am Open Air? Noch nie, never. Hast du schon mal einen gedruckt? Auf deinen Toy-Toy-WCs? Nein. Niemals würde ich. Also, der einzige Grund, wieso ich dort würde gehen, ist, kennst du den Schisser, wenn so ist? Wenn so fast draußen, ja. So, und du bist so am Rennen, weißt du? Ja. Dann würde ich. Aber auch dann kritisch, Bruder. Aber dann würde ich euch die 2 Franken WCs empfehlen. Es hat 2 Franken? Ja, es Eben gibt hätte WCs vor dem Festivalgelände, die gereinigt werden, aber für die musst du 2 Stutz zahlen. Ich gebe sicher 2 Stunden, dann bin ich nach einer halben Stunde drin. Ja. Bruder, also ich kann nur sagen, Backstage und VIP. Olum. Aber nur kurz, Nein, zum euch klarstellen. Nein, wir können schon chillen, aber etwas will ich schnell loswerden. Wann ist Frauenfeld offiziell fertig geworden? Am Samstag, glaube ich. Ja, also kommt drauf an, was du meinst. Olum, einfach fertig. Ja, Samstag. Sonntagmorgen. Nein, Samstag ist. Okay. Ja, sag was sonst, wegen meinem Badge. Wie lange ist das her? Jetzt 1 Woche. 10 Tage jetzt. Ja. Wie lange hängt. Niemals, wenn du Open Air gehst. Ja. Du kommst heim, du hast nicht instant gerade abschneiden und die Ich kann Sachen auch abschneiden und direkt weg. Okay. Ich habe das auch gemacht. Okay, du hast sicher, du hast einmal VIP-Pass gehabt, nicht? Habe ich Bändeli gehabt? Du hast Ich einmal habe VIP. VIP nie gehabt, ich habe immer den Mitarbeiter. Okay, jetzt VIP. Würdest du die Heime aufhängen? So für pauschal 10 Tage mindestens. Es geht noch weiter, Bro, ist noch nicht fertig. Schon? Ja, nein, nicht wirklich. Bro, ich weiss Mediapass, ich weiss dein Hack, ich weiss dir geht's gut. Aber Olem, Und wieso was muss willst du raus? Ich verstehe nicht, was du wieso muss das 10 Tage dort hängen? Wir checken, Hey du hast Bruder, Mediapass. also Leute, ich habe auch noch meinen Pass vom Moon & Stars Festival vor 2 Jahren. Ich Aber ist der vor die der Tür? einfach. Ey Bro, ich kann einfach dort angetan, stört sich, dass er dort ist, oder was? Ich frage mich einfach, ist das so ein Steben, wo du platzieren so im Haushalt? So, Wieso? kann und ihr nicht, Steht mein Name dort, oder was? Er steht Mediapass. Wir alle Ja, wissen, wer das- mit Medien zu tun hat. Ich. Ist doch scheißegal, was stört dich das, Bro? Es stört mich nicht, ich frage mich Bruder, einfach, wenn wieso es das dort ist. dich stört, ich nehme es dir weg. Ich kann es einfach angetan, wie es dort hängt, Bro. Ich habe es einmal angetan, als ich gekommen bin Ja. und nicht mehr weggenommen. Okay. Ich merke, du nimmst das sehr persönlich und emotional. Ich Ja, Nein, ich nehme das das nicht persönlich. Nein, Ich Bro. frage, was das Problem ist mit dir. Ich habe kein Problem, ich sage einfach, was ist der Grund, dass du dort Ich habe es hängst. nicht angekündigt. Okay, tamam. Ja, ist gut. Okay. Ist Gut die zu Frage wissen. beantwortet? Ja, ich habe keine Okay. Frage. Super. Doch, du hast eine Frage, hast du Nein, was keine dort Frage. hängt. Okay. Schon gut. Ja, weiter? Nicht? Schade. Ich Hast du noch keine Frage mehr über das Nein. Open Air? Okay. Okay. Gut, haben wir sonst noch irgendwelche gute Fragen? Der Ero Susi fragt, erzählt mal von euren besten und schlimmsten Brettspielerlebnissen. Uff, Weil bei euch eskaliert das schon ziemlich gern und oft. ja, mir... Oh, mir kommt ein in den Sinn. Ja, sag. Ich weiß nicht, was in dem Abend so alles gefallen ist, aber damals hast du mit dem Jonas zusammen gewohnt. Ah, du redest vom Monopoly, aber mit Cheater. Nein, da bin ich Das nicht Fass hässlich machen wir geworden. nicht auf. Da kann ich nicht drüber reden, aber ich weiß nicht, was passiert ist, was für Wörter gefallen sind, aber ich bin so hässlich gewesen, dass ich am Jonas so mich beim Jonas verabschiedet habe. Gibt es noch? Du bist aber selten hässlich. Ich so. Ciao. Okay, schnell, vielleicht ein bisschen Struktur oder ein bisschen, Ein bisschen Kontext. Kontext, danke vielmals. Wir machen sehr oft, also wir haben sehr oft Brettspiele gemacht, seit 2016, Keine Ahnung, 15, 14, weiß nicht.
regelmäßig Brettspiele gemacht. Als ich 19 war, habe ich mit dem Jona gewohnt. Und wir haben dort regelmäßig Jungs bei uns gehabt und immer wieder Brettspiele gemacht. Und der ein oder andere Bruder ist halt ab und zu ein bisschen hässlich geworden. Aber ich muss auch sagen, der ein oder andere Bruder hat sich auch wie ein Missgeburt verhalten beim Brettspiele spielen. Ja. Das ist auch schon vorgekommen. Ja, also beste Erlebnis schwierig. Ich muss sagen, ich habe es immer sehr genossen, mit euch Brettspiele spielen. aber, Lüge! aber es gibt einfach gewisse Aktionen, da können auch unsere Zuhörerinnen von mir aus Zeugen sein. Ich muss halt wieder seinen Namen nennen in einem negativen Kontext, aber der Shit ist einfach eine Missgeburt. Bei so Sachen. Bro, Schau, Bro. Wir haben Monopoly gespielt. Oder? ja. So. Und ich bin am Führen gewesen. Wie das halt so amigs passiert. Amigs du, amigs ich, amigs andere. Ja. So. Und dann habe ich das gespielt und der Schieder hat gefunden, hey Jungs, ich muss gehen. So, Sorry, Flüge, ich hasse die Käfer. Bro, wir haben ein Brettspiel gespielt und der Schieder hat gefunden, hey Jungs, es ist gerade geil, aber ich muss gehen. Ja. Und dann hat er gesagt, bevor ich gehe, ich habe 20 oder ich habe 10. Einfach, er ist zweiter oder dritter gewesen. Also Bro, er hat gut, er hat viel Geld Er ist gehabt. die Nacken gewesen, so. Er ist sagen mit dem wir. Nacken, er hat viel Geld gehabt und er hat ganz viel von diesen Immobilien auch geholt Immobilien ist und gehabt. so, ja. Und er so, ey Jungs, ich muss gehen, aber bevor ich gehe, Serhat, willst du alles von mir kaufen für 1 Stutz? Ja. Und du hast dann gesagt, hey Bruder, ist ein guter Deal, mach ich. Ich habe zuerst noch gesagt, ich so, Bro, bei mir, ich bin in so einer Situation gewesen, bei Monopoly, irgendwann mal geht es ja so wie bei Monopoly, dass nur noch einer gegen den anderen spielt. Ja. Und einer überlebt nur, weil er nicht auf die Felder draufkommt. Ja, Und ich bin der Überlebende gewesen. Ich so, Ja. Knast, geil, weißt du? ja, fair. Und irgendwann mal ich so, ja, look, Bro, ich will eigentlich nicht annehmen, aber es ist meine einzige Möglichkeit, um noch im Spiel etwas zu machen. Auf jeden Fall hat mich so hässlich gemacht, so die ganzen Pitch-Leaks dort, die passiert sind, dass ich gesagt habe, ich spiele nie mehr Monopoly. Mit dem Schidar, ja. Allgemein. Und das ist jetzt, glaube ich, 6 Jahre her und Ja. ich habe seitdem nicht mehr Monopoly gespielt. Aber ja, wir haben ein paar unschöne Momente gehabt wegen Brettspielen. Ja. Leute sind hässlich geworden, Leute sind emotional geworden. Und so Brandy Dog ist auch etwas, was ich nicht mehr spielen will. Bro, wieso? Das ist etwas vom Simpelsten und Geilsten zum Beispiel. Bro, es ist einfach genug jetzt. Ich meine, wie viele Runden hast du schon gespielt in deinem Leben? Ich habe jetzt schon lange nicht mehr gespielt, aber ich könnte locker spielen. Aber es ist für mich easy, einfach, easy, simpel. Es macht Spaß. Du bist noch in Teams. Mhm. Fix. Ja, also für mich ist es einfach wie nichts mehr. Aber ich meine, während dem Lockdown, dort, also während der ersten beiden Lockdowns, wo wir ja quasi 6er-WG sind, haben wir fast jeden Abend, oder haben ihr fast jeden Abend das Ja. gespielt. Und für mich ist es dann wie einfach so nicht mehr. Ja, Bruder, vielleicht ist einfach nur das Problem, dass gewisse Sachen für dich zu nah angehen. Also in einer Konstellation mit gewissen Leuten ist vielleicht nicht gut Brettspiele spielen. Das wäre vielleicht so mal der Tipp. Bruder, man kann einfach auch Brettspiele spielen ohne ein Arschloch sein. So. Weißt du? Also, Stimmt oder stimmt das nicht? sage ich einfach mal so in die Runde. Und wenn jetzt jemand zulässt da, wie die Person auch immer heisst. Wir gehen mit der Person in die Ferien. Ich freue mich schon brutal auf die Ferien. Ich nehme sicher Brandy Dog mit. Ich nehme sicher Uno Brandy mit. Dog sicher Und nicht ein mit, paar, Bruder. ein paar andere Spiele mit. Das wäre sicher lit und Du lustig. nimmst Brandy Dog sicher nicht mit, Bro. Ich nehme fix mit. Bruder. Also Das nicht wär mit, aber lustig. ich spiele nicht. Ich sage auch hier, Kein nicht, Problem, ich spiele es nicht. Ich Bro. hole so einen Grech auf der Straße. Mach das, Bruder. Ja, voll. Aber Brettspiele, wir sind der Wege, wo recht auf Brettspiele steht. Ja. Wir sind auch Wege, wo Sachen sehr lang ungeöffnet bei uns sind, weil wir halt so Männerwege sind. Ja. In das Brettspiel, wo eigentlich, glaube so ungelogen so einen ganzen Arbeitstag wird durch. Zum Lernen überhaupt. Überhaupt und dann nochmal zum Spielen. Zum Spielen geht es mehrere Wochen. Weil du tust es immer wieder. Oh. Es ist, du meinst Gloomhaven. Ja, wir haben das gekauft, Bro, wir haben das gekauft. Mein Cousin wird spielen, aber ich weiß nicht, du bist demnächst dann draußen und das wird ein bisschen... Es ist so wie, das Spiel ist so wie Dungeons Dragons. Ja. Also du musst so. Aber ja, auf jeden Fall. Weiter. Brettspiele. Okay. Wie lange sind wir schon aufnehmen, Jonas? Keine Ahnung. Gute halbe Stunde. Okay. Okay, also. Ich habe etwas letztes gesehen, was mich unnormal aufregt. Aha. Unnormal. Ich sage jetzt mal pauschal. Ja. 90% von der Welt Ja. gibt Capri-Sonne, pauschal. Ja. Okay, so.
was zum Fick ist beim Hauptsitz bei Capri-Sonne falsch gelaufen, dass sie Capri-Sonne in Dose mit Kohlensäure rausbringen? Schlimmste ist, es gibt auch Eistee mit Kohlensäure. Und was ist mit euch passiert, dass ihr gefunden habt, wir ficken jetzt den ganzen Markt und bringt einfach mit Wer findet das Kohlensäure. Bro, Leute, wo, ey, okay, wir haben schon mal darüber geredet, Mineralwasser, ne? Aber wir sind uns einig, Leute, die Capri-Sonne mit Kohlensäure trinken, das ist wirklich, das ist wirklich etwa, das ist so unanständig. Ich schwöre, ich schäme die Leute zum Nacht einladen, Bro. Bro, es gibt doch Fanta. Weißt du, Ich schwöre, Bro. es gibt doch Sinalco. Nein, ich muss Capri-Sonne. Bro, Und dann ist es noch grusig. Also wirklich, hast du das probiert mal? es kann nur grusig sein, Bro. Es ist wirklich so, es ist so wie Orangensaft mit Kohlensäure, Bruder. Es ist wie so, ey, ich will Capri-Sonne trinken, aber ich will, dass richtig so Leute merken, ich bin ein Peach. Und weißt du, was mich am meisten Dose. stresst? Dass es eine Dose gibt mit Capri-Sonne ohne Blätterli. Ja. Das wäre geil. Sie so, wir machen Dose, wir machen Capri-Sonne in Dose, jemand rennt so von hinten, von 3 Meter, rennt ins Büro, aber machen wir Kohlensäure. Oh mein Gott, geben dem Typ eine fette Kaltsäure und das wird Ja. CEOs Assistent werden. Wirklich, weil er hat das alle gefinest, Bro. Hey, Was haltest du von einer grossen Capri-Sonne? ey, geil. Es gibt so den mit Passionsfrucht und den mit Orange. Ich finde die geil. Ich habe mega lange einen Struggle gehabt, um die zu trinken, weil ich es nicht geschafft habe, physisch die zu trinken. Ja, du stirbst manchmal schon. Weil ich bin mir gewöhnt gewesen, ich muss an dem Röhrli Ja. ziehen. Hast du gut das Wort noch nicht gesagt. Und wenn ich die größere Verpackung habe, Hast du ein bisschen... habe ich ein bisschen... Bro, dann ziehe ich dran. Ja. Ach, sorry, warte, ich muss aufhören. Ja, du ziehst Aber dran? ich versuche zu sagen, ohne dass es so tönt, aber das Getränk Ja. findet den Weg nicht in meinen Gaumen. Okay? Gut, ja. Und dann habe ich irgendwann checkt, du musst nicht dran ziehen, sondern du musst es kippen. Oh mein Gott. Checkst, ich habe mega lange gehabt. Das war ich auch gewusst. Du musst wirklich Bro, wir So. haben dran... Ich sag's nicht. so... Aber auf jeden Fall, ein Tipp von mir, wenn wir schon bei Getränken sind, trinkt kein Bubble Tea, wenn ihr Auto fahrt. Ich wäre fast gestorben und hätte einen Unfall gemacht. Bro, Also ist eigentlich nicht lustig, aber... Olem, warte. Ist in Wieso den Hals hat sie gelandet. Bubble Tea, die Hälfte mit Bubble und die Hälfte mit Tea? Olem, mach doch, ich will ganz wenig Bubbles und viel Tea. Bro, Ja. ich trinke das und nach 2 Minuten Autofahrt ist schon fertig, aber so noch viel Bubbles. Und ich so, du kennst mich, Bro, ich so, Olem, ich habe für das Geld zahlt, Ja, ich kann es nicht entsorgen. musst rausholen. Mich buckt tun, ich fahre die Gewinti. Er ist 80er, ich so. Bro, am Sterben, gell? Augen, weißt du, Tränen am Hey, Fresse. Ich habe kurz Lenkrad Weißt du, wie der Bubble Tea hast gehabt? Der mit schwarzen Lakritze kommt? Nein. Der geile. Ja, ja, der, der, wo wo Fruchtaromat etwas drin hat. Mhm. Also die der Schwarze gerne haben, leichte Tendenz so psychisch gestört. Ja, ja, ganz klar. Gar Wirklich. nicht geil. Das, also vor allem so, ja, Für ich Leute, bin, die Lakritze geil finden. ja, also wir können das ganz ehrlich sagen, Leute, die Lakritze gerne haben, ich glaube, das sind so Leute, die so... Als Kind nie geschlagen worden sind. Nein, das sind glaube ich so Leute, die so sagen, hey, ich muss jetzt mir etwas gönnen, etwas Süßes. Und erst was sie sagen, ist Lakritz. Weißt du, so die, die so, oh, Wecker am 4. Nachmittag, jetzt gibt es nicht Lakritz. Hast du mal, also hast du gerne Lakritze? Bro, nein. Ich verstehe es nicht. Wie weit das, also von wo kommt das? Von was kommt das? Ey Bruder, ich weiß es nicht, aber ich weiß noch, früher hat so auf diesen Verpackungen hat so die Schornsteinfeger gehabt. Ja, Was lachst dass es noch nicht so in Dings ist, gecancelt worden ist. Aha. Aber ja. du? Hey, apropos Schornsteinfeger. Es hat an der Tankstelle, ich sehe immer wieder, es hat so Bonbons, Ja. die heißen einfach Halsfeger. Okay. Ich muss drucken, etwas Landdruck. Ich denke jedes Irgendeine. Bro, jedes Mal denke ich mir so, was ist das für ein lustiger Name? Ach, der Halsfeger. Der Halsfeger. Ja, Mann. Oh, was ist das wieder für eine Marketingabteilung, Alter? Ich schwöre, ich frage mich, Alter. Lakritz unnormal. Bubble Tea mit. Also einfach trinken kein Bubble Tea beim Autofahren. Es hat
kein Lakritz. Es ist alles so... Okay, Szenario. Du bist an einem Date mit einer, Ja. 10 von 10. 10 von 10? Oh, sind wir... Das ist der neue Trend, der 10 von 10. Genau, machen wir auch. Sie ist 10 von 10, aber sie hat gerne Lakritz. Oh, dem hat noch so eine ähnliche Frage. Warte. Ich mache ein Beispiel, dass du kannst verstehen, sowieso, ey, hat sie einfach Lakritz gern. Ja. Ihr macht so ein richtig romantisches Picknick. Ja. So schön auf der Wiese, mit Früchten und so. Ja. Und sie packt Lakritz aus Ja. und bietet dir an, sagst, nein, danke, ich habe es nicht so gern. Ja. Und sie sagt, okay, ist gut, und fängt einfach an, ein nach dem anderen. Sie ist aber 10 von 10. Sie soll sich gönnen, ganz ehrlich, für einen 10 von 10. Sie kann Ja, aber was macht das für dich? Gibt das Minuspunkte? Nein, Bro. Nicht? Ich verstand den ganzen Hype um den 10 von 10, aber nicht. Es gibt ein paar gute, weißt du? Ja, es gibt ein paar lustige, aber das macht, also, du willst nicht sagen, ja, krass. Also, Bro, ist es so eine exzessive Lakritz-Essen zu jedem Scheiß? Nein, es geht nicht Dann mal würde darum, ich sagen- wie sie ist. Es geht einfach darum, dass sie das unnormal liebt. Ey, Bro, wenn sie es 10 ist und Lakritz liebt, dann, ich liebe Lakritz, Bruder. Ich sage ganz einfach. Der Bruder, es gibt nur richtige Antworten. Also Lakritz ist, also stammt ursprünglich von Süßholzwurzel. Es ist nicht mal geil, Bro. Es fängt schon dort an. Ja. Holz. Ja. Und sonst nochmal so eine 10 von 10 Frage. Ja, aber wenn, ich habe eine mal gesehen, kurz, wenn es die ist, weiß nicht. Das ist wahrscheinlich die, weil das ist die Sag einzige. mal. Ich muss schnell den Namen für suchen. TRKLU. TRKLU. Underline. Sie ist 10 von 10, aber geht gerne ins Gül. 1 von 10. 1 von 10, 100%. Geh ins Gül. Geh, aber geh mit Gott, ich sag's Ich will nochmal. gar nicht Gül und du mich nie mehr so disrespekten, mich und meine Schön. Kultur, dass mich. Mein Gott. Ey, Bro, hör auf mit dem Scheiß Gül. Bro, es sind eh so... Aber wieso, noch kurz zu dem Ganzen. Bro, irgendjemand macht ein TikTok-Video, wenn er im Gül Morgen essen geht. Einfach unsere Community hat kurz und bündig Meinung. Was ist echt unsere Meinung zu dem, Mann? Bro, Cool. wir haben einen fetten Reel gemacht. Ey, Bro, ich schwöre, Mann, Gül. Bro, ich schwöre, ich warte eigentlich nur darauf, dass irgendjemand zu mir vom Gül macht so. Ey, oh mein Gott, letztes bin ich am Bahnhof gewesen, Ja, Vinti. ja. Und dann einfach der Kontrolleur Hurensohn, der Türk, Ja, was haben wir, ja. der schaut mich so an. Von weitem. Kennst du mehr? Jemand schaut dich an. Ah, so dass du angestarrt wirst, ja. Ja. Und ich schaue so um mich, ich sehe einfach ihn, wie er mich anschaut, der macht so zu mir. Er zeigt so mit dem Finger auf mich. Ja. Und ich so, ja, Und nachher, von weitem. Man, einfach so Kopfschütteln und läuft weg. du bist eingegangen, duschen, Goldbrille, du sagst, was habe ich ausgelöst. So schlechter Mensch. Ja, du bist immer noch so, ganz einfach. Aber ja, weiter geht's. Haben wir noch eine gute Frage? Ja, und zwar haben wir da eine vom... Ich muss sie schon wieder für suchen. Auf jeden Fall ist die Frage gewesen, da, eure Wohnung brennt komplett ab und ihr könnt beide je 2 Sachen retten. Ich denke, es sind die 16. So. Warte schnell, vom Woody WBRC. Also, eure Wohnung brennt ab? Du Komplett? kannst 2 Sachen retten, Ja. je. Erste Frage. Was und Nein, wieso? sag mal du zuerst. Was rettest du? Geht es um materielle Sachen oder geht es um Menschen? Was ist dir wichtig, wenn deine Hütte abbrennt? Auf Olam. Also sag mir mal, Sagen wir mal nur PC. materiell. sag mir mal, warte mal schnell. Also du lässt Woody verrecken. Bro, je. Also, Yeah. warte. Aber er lässt Woody verrecken. Warte. Der Besitzer von Woody fickt mich an, weil ich den Woody verrecken lasse. Du hast zuerst gesagt. Was heißt der Besitzer von Woody? Wer ist denn der Besitzer von Woody? Ja, ich weiß nicht, ob das gewisse Hunderbesitzer sagen sowieso, nein, ich bin Besitzer, das sagt man nicht, ich bin sein Kollege. Deswegen. Das ist dich so rausgefinest aus diesem Ding. Also, gut, sagen wir Lebewesen excluded. Ja, sagen wir mal. Okay. Ja, ist gut. Also nur materielle Sachen. Ja. Mhm. Mit Vibrator und Pizza. Nein, hallo. Nein, scheiß auf PC. Nein, das ist auf Pizza. Mit Vibrator und Gleicreme, hallo. Nein, ich sage ganz ehrlich, Sicher mal mit dem PC, Ja. brutal schwer. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das, dann muss das zweite Ding etwas Kleines sein. Das wäre. Nein. Nein. Bro, das zweite ist easy schwierig. Es gibt nichts in Oh, ist der dem Kühlschrank. Haus. Es gibt nichts in dem Haus, wo dich interessiert, aus der PC. Bro, Sofa kann brennen, Kleider Hast du können keine brennen. emotionale Verbindung zu irgendetwas in dem Haus? Mein PC. Nein, Bro, doch. Weißt du noch, wo ich dir so ein Ding geschenkt habe, das im Notfall einschlagen, das kommt? Es ist gebraucht worden, aber nicht von mir. Der Finger. Aha. Einer ist noch gekommen.
Einer sogar Kopf bekommen. Ey, Bro. Ich so, was ist? Hast du Kondom? Ich so, aber schau, ich schenke so, Bro, ich heiss, wenn du nicht zu ein bist, mach auf. Er so, wie zu ein. Es leben 3 Leute in dieser Weg, ich sage einfach. Ja. Also warte, die Person ist einfach random zu dir gekommen? Nein, es Die ist Person einfach, hat... es ist natürlich nicht er gewesen. Ja. Ich sage, es leben 3 Leute in dieser Weg. Also das heisst, es können 2 andere sein. Aha, eben, das habe ich wissen. Ja, also entweder Genau. bin ich es gewesen. Okay. Oder die andere Person. Auf jeden Fall, Bro, die Person ist klopfen gekommen. Und so anständig gefragt, ey Bro, hast du Gummi? Und ich der Zero Ficker, ich so, Radiergummi. Nein. Ich so direkt, ich so, ja Bro, look, ich schau schnell. Ich habe eins, aber besser nicht. Ich schaue, ob ich etwas anderes habe. Ich schaue nichts, ich so, Bro, look, ich habe etwas. Wenn du dich nicht für das schämst, und es nicht unanständig ist für dich, nimm's. Und das war so ein Geschenk von Josh. Es ist so ein, wie so ein Feueralarm, wenn du so eins an der Wand So eine hast, Glasbox wo es steht, in case of fire, weißt du, schlag 3. Und es steht einfach so, in case von, du bist ein Ficker. Dann ein kleiner Hammer, schlag 3. Ich gebe ihm das und das ist offensichtlich gebraucht worden, ja. Bruder, ich muss aber auch noch etwas erzählen. Ja. Und von mir aus, wir können das auch nachher rauscutten. Ja. Von mir aus, du kannst einfach... Egal, ja, mach, erzähl. Von mir aus, du kannst auch einfach das Kommentar loslassen. Ja, geht's um mich? Ja. Okay, je nachdem können wir es cutten, ja. Ja. Aber... ich vergiss nicht, wie ich dir einmal geschrieben habe, ich so, Bruder, ich brauche halt Gummis. Ja. So, hast du etwas? Und du bist nicht daheim gewesen. Du so, ja, die und die Schublade. Ja. Dann habe ich aufgemacht, einmal angekommen, da steht einfach Magnum 3X. Und ich habe aufgemacht, ich schaue die Schublade an. Hä, schon gut. Er so. Ja, ich lege schnell Handschuhe auf irgendwo und nimm den Finger weg. Das ist ja auch so. Ja, hast du gefunden? Ich so, nein, Bruder, schon gut. Ich habe es gefunden, was? Eine fette Enttäuschung. Ich bin so gewesen nachher. Sie so, und? Sie sind ready, sie so, er so, verpiss dich, geh! Komm doch zum Fahrrad! Ja, Bro, nimm mir das Kommentar los, Bruder. Okay, das können wir lassen. Wieso die da drin sind, Ich denke, es kommt wieder so etwas, wo ich reingezwungen wird, wo ich nicht darüber rede und das bin da so eine unangenehme Situation, aber das ist für mich nicht so unangenehm. So ein Jarrach. Nein, ich sag unangenehm, er so, okay, gehen wir weiter. So ein etwas. Shit, Bro, mal lustig gewesen. Ja, an dem Abend habe ich nicht gefühlt, man. Ja, Mann. Geil. Ja. Sie so, und hat er gekommen, ich fasse! Komm rein! Es wurde auch kein Nachtzug sein. Ey, nein, Mann. Shit. Aber Bro, zurück zu dem. Oh, no, sorry, kennst du, wenn es so warm ist und du bist am Lachen, alles, Bro, schweizische Nase läuft alles, Mann. Plus Long-Covid, irgendetwas. Ich schwöre, ja, Bro, zurück zu der Frage. Was ist die Frage eigentlich? Ja, was willst du reden, Bro? Ah, was ist ja. Also. Ja, also meine Ehre kann ich ja nicht mehr retten, weil die ist mir kaputt genommen worden. Die ist mir kaputt genommen worden an dem Abend. Stimmt oder stimmt nicht? Ey, Bro, schau, noch kurz, ich wollte gar nicht das zweite sagen, Bro, es ist fertig, mach du. Also ich will auch meinen Gamer-PC nehmen, den du mir zusammengestellt hast, Bro, ich küsse dein Herz für das. Küss Herz, Mann. Ich kann noch kurz, das kann man nachher schnell erzählen, wie ich nachher zusammenbruch kann den PC machen. Ey, schau, ich habe ein paar geile Bilder, wo ich geschossen habe, aufgehängt bei mir. Aber ich glaube, ich würde eher so die meine Plattensammlung, die ich habe, die Das paar habe ich Platten. mir gedacht. Ja. Ja. Ich glaube, die würde ich mit... Ich weiß jetzt auch etwas. Ja. Etwas Materielles habe ich jetzt gedacht, Ja. aber der PC nicht so etwas Emotionales. Ja. Ich will, glaube ich, Die XL-Kondome. nein, ich habe jetzt überlegt, so XXL. zwei Sachen. Entweder so das erste Foto so von mir und meiner Freundin, so vom Date, wo ich im Zimmer habe. Ja, Das? Das ist herzig. Oder FTZ-Schal oder einfach so, weißt du, ich habe so ein schönes Bild bekommen vom Kollegen. Ich weiß nicht, ob es einen Namen darf sagen, ich sage nächstes Mal, ob ich das sage oder nicht. Aber unser guter Kollege hat mir so ein schönes Bild geschenkt, so wirklich mega schön vom FCZ. Vielleicht das. Also was heißt vom FCZ? Also es ist so
Es ist Graffiti. Zeichnet? Oder? Nein, es ist ein Foto, sorry, es ist ein Foto. Ja. Von einem Graffiti, so, wo schön, mega schön, mit Sternenhimmel und so. Geil. Ja, man, das wär's. Ja, Mann, ich glaube, ja, das wären so die 2 Sachen. Ja, fix. Geil. Also. Shania. Amina fragt, lustiges. Ja? Schon. Kindheitserlebnis. Lustiges. Ui, das ist jetzt eine gute Frage. Ist ein lustiges Kindheitserlebnis? Was habe ich für lustige Kindeserlebnis gehabt, man? Warum? Fällt dir etwas gerade ein? Hey, Dass du Bro. den Anfang kannst machen, oder? Ich muss kurz überlegen. Grundsätzlich, die lustigsten Erlebnisse habe ich immer bei meinen Cousins und so gehabt. Ich habe mal bei meinem Cousin einen anderen Cousin ausgenommen. Weißt du, was kannst du erzählen? Kannst du die Pizza-Geschichte erzählen? Pizza-Geschichte, ich bin auf Wo du hast eben Ja. Wo das dort immer bin ich wieder- so Oh dabei gewesen. mein Gott. Also, er ist mittlerweile mein Kollege. Sebi, du Missgeburt. Ist es der Sebi gewesen? Ja. Hey, Fresse. Unser Sebi, ja. Albani-Sebi? Ja, genau. Ja. Okay. Bro, weiß nicht, 5. Klasse, 6. Klasse, 3. Klasse, nein, irgend so etwas. Auf jeden Fall easy Jungs, so 10, 11 bin ich gewesen. Und der Sebi hat mich in der Schule brutal gestresst. Ich habe ihn unbedingt so, er hat mich so genervt, weißt du, so, es hat mich brutal gestresst, wirklich. Und eines Nachmittags war meine Mutter halt nicht daheim gewesen. Und ich habe so an dem Tag irgendwo, Fernsehen, YouTube, weiss nicht mehr genau, habe ich so jemanden gesehen, wie so einen Streich macht und im Namen vom Kollegen Pizzas bestellt. Ich so, weißt du was? Der Pissig, ich tue jetzt verarschen, ich mache einen Prank. Ja. Ich lüte Pizza Blitz, Domino's, was auch immer. Ich sage so, zuerst wollte ich 20 Pizzas sagen, aber ich habe wenigstens noch Verstand genug gehabt, so, ey, übertrieb nicht. 20 ist zu viel. Ja. Ich Das ist so, was? 14. ich so 5 Pizza Margaritas, die und die Adresse, ich heiße so und so. Ich lache mich kaputt, meine Mutter nicht daheim, ich gehe schon raus. Erzähle meinen Kollegen so, schau, was ich gemacht habe und so weiter, mitshootet. Ich komme daheim an, meine Mutter magshässig. Was ist passiert? Was ist passiert? Sie so, komm dann, sofort. Ich so, was? Und kennst du das, wenn sie hässlich ist und die Tür so macht, dass niemand hört? Ja, dann ist es wirklich hässlich. Sie so, ey, hast du Pizza bestellt? Ich, oh mein Gott. Ich, nein, direkt, weißt du, nein. Mhm. Bro, irgendwann mal kommt sie so zu mir, sagt, warte, mach die Tür auf, geht in ein anderes Zimmer, kommt zurück. 5 Pizza. Oder weißt du, was kostet 5 Pizzas? 100 Schuss damals. Nein, also sind noch Pizza Margaritas gewesen und das ist, glaube ich, so, ey, ist noch easy günstig, ich glaube 12 pro Pizza oder so. Also, das ist genau so 60 Schutz oder so. Ja. Bro, ich so, keine Ahnung, weiß nicht. Nachher sie so am Reden. Sie so, ey, Olem, bist du behindert? Gib einfach zu. Ich so, nein, Mann. Sie so, ey, du hast von dem Telefon angerufen, sie sehen die Nummer, sie haben zurück angerufen. Ich so, Du hast vom Haustelefon angerufen. Ich so, fuck. Ich so, ja, schade. Ich so, ja, ich glaube, ich habe schon bestellt. Aber gab es nur einen Infall. Immer noch ausreden, weißt du, immer am Lügen und so. Krass. Sie so, hey, Serhat, schau, gib einfach zu, wir machen es kurz. Gib einfach zu, weil wenn dein Vater kommt, ist mit dir. Wenn er jetzt nicht zugehst, ist es. Ja, und du? Ich sehe, okay, so, ich bin locked up. Ich so, okay, ich bin es, tut mir leid, ne. Ich so, aber weißt du, eigentlich gut rausgekommen. Will verarschen, scheißegal, nicht klappt, aber ich habe Pizza daheim. Sie kommt zurück, sie so, hey, dein Vater hat dir gestern 50 Franken gegeben, oder? Ich so, ja, gib sofort. Ich gebe 50 Stutz zurück, ich esse Pizza. Und da muss ich sagen, meine Mutter hat in meinen Rücken gehabt, mein Vater kommt. Meine Mutter so, hey, schau, das Serhat, du hast mir 50 Franken gegeben. Er hat gedacht, weißt du, du schaffst schon viel und so. Er hat uns die Nacht geholt, Pizza für uns alle. Hat sie dich sogar noch in Dinge Ja, man, sie hat sogar ein gutes Licht hingestellt. Krass, Bro. Ja, auf jeden Fall. Aber ich habe gehört, der Yilmaz war eine schlimme PC früher als Kind. Stimmt das? Olom, du bist schlimme PC gewesen. Jemals, warte. Oh, warte. Das geht gar nicht, das müssen wir thematisieren, man. Das müssen wir thematisieren. Zum Klarstellen, ich bin jung und dumm gewesen. Ja. So. Olom, ich bin beim Dance daheim in Rotenburg, wo er gewohnt. Ja. Beim Cousin. Wir sind so am 2 Uhr Nachmittag sind wir bei ihm gewesen, wir sagen, gehen wir raus. Der Yilmaz kommt. So, kennst du die Memes, wo so der von GTA San Andreas so in die Turnhalle reinrennt? In Turnhalle? In die Turnhalle rennt, richtig Cam. Nachher kriegst du so Fari Banks in die Stimme. Ah, ich glaube, ich weiß Ja, und er so, gerannt wie so, er so, kommt er zu mir, ich will da mitkommen. Ich so, nein, ich und der Dance gehen allein. Nein, komm mit. Ich so, Olem, ich und der Dance gehen allein, bleib daheim, fertig. Er so, nein, komm mit. Ich so, was soll ich machen? Bleib daheim. Er so, weg. Warte. Er so, wenn ich nicht mitkomme, ich sag Mami und Papi, dass du rauchst. Direkt. Hast du geraucht? Damals habe ich mit dem Dance nicht geraucht, aber mit einfach so. Er hat ausprobieren, Ja, dies, so. Er hat so Ziege, weißt du, von der Mutter geklaut.
Er hat so Ziege von der Mutter geklaut und weißt du, mir so, ein bisschen cool tun. Ich so, was machst du? Also ich sage, Mauern, ich habe so geschaut, seit er geht, weißt du. Ja. Wir gehen so runter, wir gehen raus, nein, ich und mein Cousin Time auf our Life, wir haben uns kaputt lachen, nein. Wir kommen zurück so nach ein paar Stunden. Ich gehe ins Zimmer mit ihm gamen, meine Mutter sie so, Serhat. Ich so, was? Komm mal schnell. Ich so, hä? Ich so, was ist? Ich so, was ist? Sie so, hoch schnell an. Ich so, was? Sie so, warte. Und sie so, am Schmecken. Ich so, was? Sie so, ich habe gehört, du rauchst. Ich so, was? Sie so, ich habe gehört, du rauchst. Ich so, ich? Nein. Sie so, doch. Ich so, wer hat dir das gesagt? Sie so, der Ilmas. Ich so, er will mitkommen. Ich habe gesagt, nein, er hat gesagt, ich tue jetzt meine Mutter das verpetzen, damit dass ich Angst bekomme und sage. Ich so, Mann, ich rauche nicht, du kennst mich. Will ich rauchen? Du ein Gaslighter, Mann, du kennst mich, Mann. Ich will nicht rauchen, Mann. Ich so, sicher nicht. Ah, du rauchst echt nicht? Nein, aber sie hat mich beim ersten Mal rauchen verwünscht. Weißt du, nicht dumm. Beim ersten Mal hat sie mich mal verwünscht, aber ich so, ey, Alter, ich so, nein, ich rauche nicht. Der kleine Pisserei. Dann gehe ich zu Mielmas und der Ilmas so im Zimmer und du kannst nichts machen. Weil wenn, egal was du machst, er geht wieder. Du kannst jetzt zu ihm ganz sagen, komm dann, dann geht er Fuß. Und irgendetwas, er so, mach. Ich gehe nachher zu den Eltern. Direkt. Oder ein Middle-Child, Alter. Als Mittelchild ist... Ey, Fresse, Land. Bro, es gibt das Video, original, es gibt das Video, die Ilmas ist so süß. Es gibt das Video. Wir sind in Italien in der Ferien. Wir sind in Italien in der Ferien. Er ist vom Bett am Gumpen, ich am liegen. Bro, ich gebe ihm einen schüchen Kick, er geht aufs Bett immer drauf. Also Bro, wie fest kann es wehtun? Mein Vater so, mit der 3 Kilo schweren Kern so am Moment. Dann macht er so, nimmt der Ilmas auf, er ist aufs Bett geht, er schaut auf, er schaut so um. Er sagt, mein Vater nimmt ihn auf, er so... Ich hab geschlagen! Ich dachte so, was? Er ist schon ficken, weißt du, so was läuft? Dann mein Vater, hörst du am Camp? Serhat, hör auf! Ich so, hey Mann! Du siehst sogar in der Camp, ich so, schau Aufnahme, du siehst, ich kann nur einmal Franz finden. Mach! War, meine Mutter und so. Ich wusste die Hand, so. Kein Foul. Ist gut, jemals kassiert. Ey, ich muss aber auch sagen, mein Zeche ist mal so wegen dir. So, Bruder. Ich kann gar nicht, nein, übertrieben lang. Ich kann nicht machen. Doch, mein Vater ist gekommen und hat ihn gerichtet, Bruder. Ey, ich schwör bei Gott, das kann ich nicht erinnern. Das sind Fake News, das sind Fake News. Das sind Fake News, ich kann mich an das null erinnern, Bro. Das sind Fake News, Bro, ich kann mich das nicht erinnern. Und wenn das passiert ist, unter uns ehrlich, das verdient. Maxi, über das können wir diskutieren, aber Bro, ich habe geschrauen, das glaubst du gar nicht. Oh, ich kann das nicht erinnern. Warst du in einem Hotel gewesen? Ich erzähle die Story. Wo? Antalya sind wir gewesen. Ja. Oh, dann sogar dort, ich hab keine Ahnung. Ja, und unsere Eltern haben halt immer so ein Zimmer für sie buchen und ein Zimmer für uns. Ja. Klar. Und so wie ich halt bin, Bro, habe ich Geld mal mit meinem Bruder gespielt und ich ein bisschen genervt. Also der Zero? Und wir hatten halt einen Ball gehabt und ich habe es an die Spitze getrieben, Bro. Und das Hotelzimmer war zweistöckig. Bro, da bin ich gerannt, glaubst du gar nicht. Ich bin gerannt, also du hast schon nicht direkt verursacht, aber das ist wegen dir passiert. Aha, eben, ich kann mir sagen, Mann, ich so, Alter, Mann. Oder wir hängen so, man mich so darstellen, als hätte ich... Nein, ich bin gerannt, Bro, und ich wollte ins WC reingehen, das ist die einzige Lösung. Ja. WC rein, abschliessen, Bro, ich renne, gell, WC-Kante-Türe. So, jetzt hat man das etwas, ja. So rein, Bro. Das hat man etwas. Bro, es hat so, ich glaube, es hat nicht wehgetan, aber es ist so der Schock, du siehst. Ja. Ich so, Er ist Holz raus, Bro, er ist direkt Pass, hat er. Bro, mein Vater ist so, er ist so chill übertrieben nicht und so, ich so, es tut weh. Er macht einfach Glup wieder rein. Okay, krass. Du so Arzt? Arzt, Ich so, komm da nicht, jetzt kann passieren. Ja, Mann. Bro, erzähl du. Oh, fuck. Ey, ich habe eine gute Geschichte ausgebaut. Was war die Frage? Kindheitserinnerung? Ja, Bro, es ist so, gibt dumme Konstellation, weißt du, ich, der Älteste, der Mittler, der mich nur Stress und verpetzt hat, der Jüngste, der dazwischen ist, mal verpetzt hat, den Rücken, Bro. Bro, ey, ganz ehrlich, ich bin ein sehr lustiges Kind gewesen, glaube ich, Bro. Ich bin auch mit halt so Nubarug und meinen Cousins immer gewesen, weißt du, wir haben ja gerade in der Nähe gewohnt. Ja. Und was wir halt viel gemacht haben damals, ist so Super Smash Bros. Gespielt. Auf der Nintendo 64. Ja. Hey, und ich habe halt schon dort ein bisschen Aggressionsprobleme gehabt, wenn es um Verlieren geht. Das ist das, was ich vorher sagen. Vielleicht ist generell so, vielleicht auch so Casinos eventuell. Bruder, vielleicht habe ich einfach Tendenzen, man, ich weiß es nicht. Sehr emotional kannst du das sein, ja. Aber auf jeden Fall, ich bin hässlich geworden, Bro, und irgendwie habe ich ich weiß noch, Bruder, ich habe so den Controller genommen und ich bin so hässlich, ich habe ihn geschmissen und der Ugo hat sich gebückt. Ja.
Und es ist das Fenster kaputt gegangen. Aber so ein kleines, irgendwas ist kaputt gegangen, ich weiß nicht mehr, irgendwas ist kaputt gegangen. Und dann ich und Ugo im Schock und ich so zum Ugo, ich so, Bruder, los zu. Wenn meine Mutter kommt, mir sagt, wir haben normal gespielt und dann bin ich ausgerutscht und du bist auf die Seite und nachher ist die Kontrolle an der Wand. So, ja, ist gut. Ich so, machen wir so. Ja, ist gut. Meine Mutter ist gekommen, meine Mutter so, was passiert? Der Ugo, er hat nach mir geschossen! Einfach Yilmaz Move. Er so, Wie kannst du das nicht, Mann? er so, kein Problem. Er hat den Trunk nicht standhalten, Bruder. Wirklich nicht, Mann. Ja, das ist so. Ja, Mann. Aber mit der Cousin so wachsen ist wirklich. Safe. Gibt es eins. Ich kann so eine Story. Ja. Mache das nicht. Das ist rein Story erzählen von mir. Ich will nicht, dass ihr das nachmacht. Will ich erzählst? Das ist die, die ich meine. Nein, ist jetzt eine, die ohne Brüder ist, so direkt ich solo. Solo Adventure. Bro, ich habe früher, ich sage jetzt sicher auch heute, ich habe Mühe und es hat mich immer angeschissen, aufzumachen machen, Bro. Maximal angeschissen, Hausaufgaben machen. Maximal. Und das ist immer wieder vorgekommen, weißt du, dass Lehrer gesagt hat, hey, du hast schon wieder vergessen, weißt du, jetzt musst du auf den dann alle nachholen. Und ich bin mal wieder wirklich so weit gekommen. Ja. Irgendwann mal, ich habe 3-4 Tage Aufzüge gemacht. Ja. Und die Lehrerin so, Sero, bis am nächsten Montag ist alles gemacht. Hey, Hausaufgaben sind so ein dummes Konzept, Bro. Du bringst den Kindern von früh auf bei, dass sie arbeiten daheim. Ja, So dass ein das dummes anhand von dem gemessen wird. Ja. Aber ja, sorry. Schon gut. Auf jeden Fall, Bro. Ich so, alter Fuck, weißt du. Ich so, okay, easy. Weißt du, so, riss dich zusammen, Sonntagnachmittag kannst du durchgehen und dann ist fertig. Weißt du, eigentlich nicht so ein grosses Ding. Sonntagabend am 9 Uhr, ich so, fuck. Ich habe noch ein paar Stunden und ich habe so viel aufzugehen, ist gewesen. Und ich habe gewusst, ich mache nicht. Ja, ist klar. Also, ich gehe am Montag in die Schule. Meine Lehrerin rief mich 5. Klasse, 6. Klasse. Ist es wieder die, die so Haus ist? Sie ist dort so normal gewesen. Ich habe ihren Namen vergessen. Das ist so ihr Name gewesen. Auf jeden Fall, Bro, Montagmorgen ich gehe in die Schule. Schau, was ich am Podcast höre, sie so. Ja. Montagmorgen ich gehe in die Schule und dann fängt es natürlich an. Sie war so eine, die direkt am Morgen gesammelt haben. Es gibt Lehrer, die es am Abend gesammelt, so kurz vor dem Feierabend, aber sie am Morgen früh. Sie haben alle aufgegeben, sie so, so alle zusammen, bitte alle aufgegeben auf den Tisch legen, parat machen. Alle legen sie parat. Ich dort, der klassische, ich bin am Suchen, weißt du? Ja, der. Wo ist es, Mann? Nachher kommt sie so, Serat, aufzugeben. Ich so, ja, ich bin am Suchen. Und so, ich kann sie die Heim, ich weiß nicht. Immer der. Und sie hat schon gewusst, weißt du, sie weiß, ich weiß, ich habe nicht gemacht. Ja. Aber vor der Klasse kann man sein Gesicht wahren, weißt du? Ich so, ich bin am Suchen. Dann hat sie so, komm mal rausschauen. Ich so, jetzt war es, rausrufen, weißt du? Ich so, jetzt muss ich wirklich. Ich gehe raus und sie so, Serat, es kann es nicht sein, dass du schon wieder Aufzüge nicht gemacht hast. Du hast wieder 2 Tage Zeit gehabt, nichts gemacht. Ich so, ja. Und dann sie so, ist denn irgendetwas los bei dir daheim? Ist irgendetwas, geht's dir gut? Ist alles okay? Ich so, ja, ich weiß nicht. Sie so, ja, aber weißt du, kannst mir schon ruhig sagen, egal wenn etwas ist. Und ich so, was wäre, wenn ich die ich nicht gemacht habe, entschuldigen kann, plus eine Woche rausholen, um nicht zu machen? Ich so, okay. Ich schaue sie an und ich habe das als Kind gut können, ich kann es vielleicht jetzt auch, ich weiß nicht. Und ich habe angefangen, Tränen zu Der Krokodilstränen. Wow. Tränen habe ich. Schiene für Hausaufgaben. Warte, du kennst das nicht, warte. Ich lasse Tränen raus, ich fange so an brüllen zu reden, ich so, wissen Sie, meine Eltern streiten durch für die Heime. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob sie sich trennen. Das kann man nicht so gut. Ehrenlos. Und dann sie so. Ehrenlos. Und dann sie so, oh nein, das habe ich aber nicht gewusst. Du Sarah, schau, das mit aufzugießen, lass das mal beiseite, schau einfach, dass du die Heime irgendwie zurechtkommst. Das mit aufzugießen, die Woche, schau einfach, dass du für dich die Heime einigermaßen das wohlfühlst und das irgendwie durchkommst. Aufzugießen vergessen, wir reden nächste Woche nochmal drüber. Ich so, danke vielmals, ich traue mich nicht zu reden, aber das hat mir jetzt sehr geholfen. Ich gehe ins Klassenzimmer, Bro, größter Smile. Ich so, ihr könnt alle Woche Aufzüge machen, ich nachmachen. Hast du ja vorhin nicht gemacht. Ja, aber Shoutout, dass sie so reagiert hat. Das ist wirklich. Ja, Bro, aber weißt du, vielleicht so. Das hat er so verarscht. Ja, dem ist einer gekommen, der wirklich. Nein, Bro. Aber ich muss wahrscheinlich einen draufhauen. Mach es nicht nach. Mach es nicht nach. Aber Ja. ich kann auch, Bro. Meine Mutter hat für so türkische Serie geschaut, Dizzy. Ja. Dann habe ich so einmal zugeschaut und dann ist so, habe ich gesehen, dass einem seine Tante hat einen Tumor oder so einen Scheiß gehabt. Bro, ich weiß doch nicht, weißt du, ich bin so 11 gewesen. Ja. Ich weiß nicht, was das ist, weißt du.
Und dann habe ich gesehen, dass der Typ dann wegen dem Tumor hat nicht mehr arbeiten. Ich hatte dann doch so einen Anschiss, ich bin in die Schule und ich bin so gewesen. Ich dachte, der Lehrer so, ich komme raus, Oldasch. Ich so, ja. Er so, was ist los? Ich so, ja, meine Tante hat einen Tumor. Ich habe nicht gewusst, was das bedeutet. Aha, okay, ja, logisch. Aber logisch. gleich. Ja, dort du so irgendwas Schlimmes, ich hol raus. Ich habe gewusst, es ist etwas zum nachher heimgehen, weil Ja. in der Serie ist so passiert. Er so, oh. Ja, nein, komm, du schaffst schon, so bleib da. Ich so, okay. Bin ich so eine halbe Stunde in der Schule gewesen, so. Nach einer halben Stunde zu mir, er so, ey, ich merke, es geht nicht. Er so, nein, pack deine Sachen, geh heim. Du so, ja, danke. Ich so, okay. Dann bin ich heimgekommen, auf einmal, Bro, meine Mutter ist nie daheim. Ja. Nie, mach schon auf. Meine Mutter ist nie daheim, Bruder, auf einmal, ich mach die Tür auf. Meine Mutter schaut mich an, ich schaue sie an. Beide so, verwirrt. Sie so, was machst du da? Was ich machst so, du da? Ich so, Schule ist ausgefallen. Sie so, was? Sie so, weißt du nicht mehr im Brief letzte Woche? Ja, immer, Weiterbildung. Ja, sie so, ja, okay, dann kannst du putzen kommen. Ich so, Mann. Scheiße, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann, ich habe noch ein paar andere Geschichten, aber mach nächste Frage. Haben dir mal Unterschriften gefälscht? Oh, ich habe einen ganzen Nachmittag damit verbracht, zum Auswendig lernen. Und ich habe 5., 6., 1., 2., 3. Oberstufe, ich sage jetzt 90% von meinen Unterschriften sind gefälscht gewesen. Am Anfang hat immer mein Vater unterschrieben und später hat dann meine Mutter auch angefangen und sie hat so eine einfache Unterschrift Ja, gehabt, Bro. Jede schlechte Bro, Note. meine Lehrer wissen nicht mal, wie die Unterschrift von meiner Mutter aussieht. Ich habe von Anfang an unterschrieben. Selber, Ja, von Anfang an. Ich habe die von meinem Vater wirklich so, ich habe mir so eine Big A4, leere A4-Blätter dafür genommen, meine Eltern sind nicht daheim gewesen, ich habe seine Unterschrift vor mir gehabt, dann zuerst drüber gezeichnet und so weiter, dann versucht mit dem Dings, wie er geschrieben hat und so. Abpause und so. Bro, Ja, normal. Also, Yes, please. Komm, machen wir noch eine Frage und nachher ist glaube gut für die Woche wieder. Luis Danilo fragt, wähl deine Superkraft, aber der andere wählt das Handicap dafür. Oh, das ist geil. Das ist geil. Also Was du hast wählst deine Superkraft, Ja. und Yoldash wählt für dich ein Handicap. Zum Beispiel, du sagst, Ich kann fliegen und du sagst, Ich aber sag- nur am Abend zum Beispiel. Nein, das ist kein ja, Handicap. sorry, das ist ein Handicap, Okay. doch. Okay. Machen wir 3, 4 von denen, die sind lustig. Okay. Sag Superkraft? Für dich eine Superkraft. Nein, für Nein, du dich. für dich. Ich für mich, okay. Essung nicht zunehmen. Das ist deine Superkraft. Also von all denen, was du jetzt Was können gibt's? auswählen Hast du das Wenn gehört? ich 3, 4 will abmachen jetzt, Mann. Okay. Nicht. Bist du Mach, eine mach. 40-jährige Frau in der Bro, vielleicht, ja. Vielleicht Der vielleicht eine Menopause. 40-jährige Frau, wo J-Lo lost und Yoga mein Stunde Gott. am Morgen macht. Okay, mit das ist deine abnehmen. Superkraft ist Essen und nicht zunehmen, Ja. aber du darfst nur noch Salat essen für den Rest von deinem Leben. Caesar Salad in this shit. Oh, okay, nicht schlecht. Okay. Sag du? Josh? Meine Superkraft ist unsichtbar werden. Wow. Mhm. Ich muss einen guten Handicap überlegen, Ja. was mühsam macht. Superkraft, du bist unsichtbar. Ich rede Aber nur beim eins Ficken. Aber? Nur beim Ficken. Stell dir vor, du machst sie so am Liegen und du wo oben und dann sie so. Ich gehe rein, pup, weg. Sie so. Schlau mich? Oder wo bist du? Soll ich dich schlagen? Hey, ich glaube, gut wäre auch gewesen, du kannst nur nackt sein. Ja, aber das bringt ja nicht so viel. Ja, Du bist doch, wenn er unsichtbar. dann wieder... Ja, aber, Ich habe schon überlegt nackt, aber ich so, das Ding ist, du bist unsichtbar, niemand sieht dich nackt. ja, aber ich muss jetzt zum Nackt werden, zum Unsichtbar werden, muss ich mich nackt ausziehen. Ja, die Heime ist ausziehen, aber hä. Das ist kein schlimmes Handicap, finde ich. Für mich ist das- Bahnhof und Also Bro, du kannst jederzeit überall in so Kabine gehen oder in das WC, Toy, Baustelle, was immer. Das ist für mich kein Handicap. Du kannst immer noch gut umgehen. Okay. Ja, und wer lässt wieder aus? Ich sag, für mich Superkraft. Das wäre geil, Bro. Sag. Mit einem Schnips an jeden Ort auf der Welt, wo ich sein direkt instant ankommen. So Jumper-Style. Ja, so. Okay, aber jedes Mal, wenn du furzt, landest du auf einem anderen Kontinent. Momentan, ich kann schlimmer bleiben, sag ehrlich. Ich hätte wahrscheinlich jetzt 13 Mal die Welt umrundet. Aber ja, das ist... Oh mein Gott. Das wäre schon... Schau, hast du es gruselig an dem? Was? Stell dir vor, ich würde an einem geilen Ort schießen. Ja. Boah. Aber nach dem ersten... geht weg. Einfach, Und dann bin ich einfach so irgendwo in Tokio mit den wolltest- Menschenmengen, wo es Leute am Shibuya so am Umlaufen sind. Ich so... Ah Mann, das ist boy. geil. Okay, Superkraft. Sagen wir, ich bin der schnellste Mensch auf der Welt.
aber nur rückwärts. Ja, also schon schlecht. Ja, Bro, du weißt nicht, wo du hier rennst. Du so, also bis morgen. Nee. Ein Auto, ja, schwer, natürlich. Okay. Das ist schlecht. Mit dem bist du, also weißt du, Wo geil, es bringt einfach nicht. es wird einfach nicht, Bro, es wird einfach nicht. Du bist so wie Aquaman. Du kannst mit Fisch reden. Weißt du, dann bringt es etwas, Bro. Weißt du, dann bringt es etwas. Wenn du so, willst aus unangenehmen Situationen rauskommen, du so, du lernst einen kennen oder irgendwie, du wirst irgendwie so ein unangenehmes Gespräch, irgendwie wird es unangenehm für dich, du so, Ja, hast du den Vogel dort gesehen? Ja, aber dann kannst du trotzdem in die Schiene. Dann rennst du so in die Wand. Eigentlich in der Regel ist die Wand nicht da. Okay, sag mal eine Kraft. Superkraft, Lass mich überlegen. Zeit anhalten. Zeit anhalten. Der ist geil. Der ist gut. Aber der ist ein grusiges Handicap, ich weiß es. Aber jedes Mal, wenn du Zeit anhaltest, vergaß für dich Zeit 5-mal schneller. Wow. Das heißt, du musst bewusst und ich weiß das Wort nicht, aber du musst überlegen, bevor du machst. Ja, zum Beispiel, du haltest Zeit Also an, eigentlich hast du Superkraft, aber du musst... aber du alterst in dieser Ja, Zeit ja. 5-mal schneller. Checkst. Das ist gut. Der ist wirklich gut. Der ist wirklich gut. Wie sind wir, wenn du könntest Zeit anhalten, was würdest du machen? Sag ehrlich. Bro, ganz ehrlich, ich würde zum Beispiel, wenn ich meine ehemalige Primarschullehrerin sehe, Frau Zellweger zum Beispiel, oder Frau Kugler, ich würde Pause machen und ich sage das dann nicht, aber vielleicht würde der eine oder andere vielleicht mit blauen Fleck rauskommen nachher. Bruder, ich sag dir nur das. 90% der Menschheit würde Zeit anhalten, um das zu machen. Genau das. Genau das. Stimmt oder stimmt nicht? Nein, zum Leute begrabschen. Nein, aber Bro, ich würde Zeit anhalten, zum Bankhaus rauben zum Beispiel. Ja, safe. Checkst. Safe. Weil dann läuft ja auch die ganze Elektronik nicht. Ja. Das heisst, keine Kameras, nichts. Aber die Frage ist dann, wie bringst du denn das Safe und so auf? Checkst. Und eigentlich kannst du ruhig Zeit nehmen, aber wenn du eine Stunde Zeit nimmst, ist es 5 Stunden. Weil du kannst sogar einen Tag für einen Banküberfall planen. Du kannst sagen, hey, look, ich muss es 4 Stunden geschafft haben. Oder 5 Stunden max. Das sind 24 Stunden rum, das ist ein Tag aufgegangen. Ja, oder Leute Gut, aber bei verfolgen Banküberfall kannst du auch eine Woche Zeit von deinem Leben opfern, weil nachher bist du Millionär. Wenn du es schlau machst, findet niemand etwas raus. Aber du musst ja nicht die ganze Zeit in dem Frozen State Ja, sein. stimmt. Okay, komm, sag noch eine. Du musst sagen, ich habe okay. ich hab gesagt, ja, Du hast gesagt. wegen Wurststopp. Okay. Ich wünsche, ich kann mit dir kommunizieren. Der ist auch geil. Das ist Aber- auch Der schön. ist auch geil. Dann siehst du, du lässt mal der Hund so. Was ist los? Der Hund einfach so. Ball. Das habe ich gelernt. Also, okay, du kannst mit Tieren reden. Mhm. Aber jedes Mal, wenn du das aktivierst, Ja. bist du einer im Rollstuhl, wo so mit Knöpfen muss kommunizieren. In dieser Zeit, oder Ja. was? Okay. Und Leute sehen dich dann, wie du wie ich mit meinem Hund rede, denke. Miau. So. Und die so, ja, so. Ich mit dem Hund am Reden über Ukraine und Politik. Also, Bruder, ich höre Und du überall von siehst- anderen Leuten, auch andere Hunde sagen uns so, die Heime, es geht voll ab, die haben alle Angst vor Ukraine. Und du so, wuff, miau. Wuff. Okay. Was behindert. Nein, ist gut. Hey, ja, ich glaube, es ist wieder mal vorbei für die Das Woche. ist gut, ja. Es ist okay. Nächste Woche, nächstes Montag ist was für ein Datum? Nächstes Moment Ist da. ist der 25. Der 25. Dann machen wir wieder eine Folge und wir werden, weiß nicht was machen. Aber die Woche drauf haben wir schon wieder einen Special Guest dabei. Yes. Yes. Ich sage euch dann, wer es ist. Ist ein guter Gast, machen Ist wir ein- parat, wird eine lustige Folge. Wir Ist haben eine das geile 2 Sachen vorbereitet, Voll. die auch unterhaltsam werden sein. An dieser Stelle bitte nicht vergessen, uns auf YouTube abonnieren. Unbedingt. Weil wir werden jetzt auch vermehrt Sachen auf YouTube hochladen. Es werden auch in Zukunft auch Sachen, also nicht nur, was jetzt da ist, Nicht auch, nur Podcast, genau. Wir werden auch andere Videos auf YouTube aufladen. Q&As, wo nur mal so etwas ganz Simples droppt. Genau. Drückt den Link in unserer Bio, wie immer. Drückt auf YouTube drauf. Abonniert uns, wir sind ein paar Abonnenten entfernt von der 1000. Und, Wir brauchen 1000, wirklich. Wir Wichtig. brauchen 1000. Danke vielmals und hebt euch Sorge.